Freunde, erinnert ihr euch? Vor gut einem Jahr stand Friedrich Merz vor dem Bundestag und verkündete das größte Schuldenprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz. Dazu unbegrenzte Neuverschuldung für die Bundeswehr außerhalb der Schuldenbremse. Das war der historische Moment, an dem Deutschland, so wurde es uns erklärt, endlich aufwachte. Die Zeitenwende war da, das Geld kam. Deutschland würde wieder investieren, aufrüsten, modernisieren. Marode Brücken würden repariert, Schulen würden gebaut, die Bundeswehr würde endlich kriegstüchtig und ihr und wir alle hätten dafür unterschrieben mit Schulden, die kommende Generationen zurückzahlen müssen. Ein Jahr später stellt sich die entscheidende Frage: Wo ist das Geld? Was ist passiert? Was wurde tatsächlich erreicht? Heute schauen wir hinter die Kulisse des größten politischen Versprechens dieser Legislaturperiode. Bleibt dran, fangen wir mit den Zahlen an. Das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität hat ein Gesamtvolumen von 500 Milliarden Euro beschlossen, kurz vor der Bundestagsauflösung, als Union, SPD und Grüne mit den Stimmen des noch amtierenden Bundestages das Grundgesetz änderten. Das war eine historische Abstimmung, schnell, unter Druck, mit dem Argument jetzt oder nie. Davon sollen 2026 rund 58,9 Milliarden Euro abgerufen werden. Dazu kommen 25,5 Milliarden aus dem Sondervermögen Bundeswehr. Insgesamt also über 108 Milliarden Euro allein in diesem Jahr für Verteidigung und Investition. Das sind Summen, die schwer greifbar sind. Zum Vergleich, der gesamte reguläre Bundeshaushalt 2026 liegt bei rund 480 Milliarden Euro. Es geht also um mehr als ein Fünftel des Bundeshaushaltes zusätzlich kreditfinanziert, außerhalb der Schuldenbremse. Und jetzt, ein Jahr später, kommt die Frage, was hat das gebracht und was ist tatsächlich angekommen? Hier liegt das Problem. Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, hat es öffentlich ausgesprochen, ohne Beschönigung. Von den 22 Milliarden, die für Infrastruktur am ersten Jahr fließen sollten, seien 18,5 Milliarden schlicht reguläre Haushaltsmittel aus dem Kernhaushalt herausgenommen und durch Sondervermögen aufgefüllt worden. Das ist kein Bonus, das ist Buchführung. Man hat reguläre Haushaltsmittel durch Sondervermögen ersetzt. Das sei ein Taschenspielertrick und er fügt hinzu, das ist nicht in Ordnung. Das ZDF hat nach einem Jahr Bilanz gezogen. Das Ergebnis: Der eigentliche Zweck des Sondervermögens, zusätzliche Investitionen über den geplanten Haushalt hinaus, wurde weitgehend verfehlt. Nicht alles, nicht überall. Aber Ei am Kern, das Geld ist nicht so angekommen, wie es versprochen wurde. Es gibt eine Ausnahme und die ist wichtig zu benennen. Bei der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie kommt das Geld an. Das Bundesverteidigungsministerium ist durch die Abschaffung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben zu einem zahlungskräftigen Kunden geworden. Firmen wie Hensoldt in Ulm, die Radarsysteme für die Bundeswehr produzieren, haben ihre Produktionskapazitäten von 3 auf 15 Radare pro Jahr gesteigert. Mehr Aufträge, mehr Personal, höhere Umsätze. In der Rüstungs- und Verteidigungswirtschaft ist die Zeitenwende tatsächlich angekommen. Für diese Branche stimmt das Versprechen. Aber das war nicht das einzige Versprechen. Das Versprechen war auch: Marode Brücken werden repariert, Schulen werden gebaut, Straßen werden modernisiert, Züge werden pünktlicher. Das ist der Teil, über den wir heute reden müssen. Denn hier sieht die Bilanz anders aus. Und jetzt kommt der Teil, der wirklich überrascht. Die Kritik kommt nicht nur von der Opposition, sie kommt aus der Regierungskoalition selbst. Der Chefhaushälter der Union für den Verteidigungsetat, Andreas Mattfeld von der CDU, hat gegenüber der Bild-Zeitung öffentlich gewarnt. Auch das Sondervermögen Verteidigung könnte wahllos und teils unkontrolliert vergeudet werden. Der Grund: Verteidigungsminister Boris Pistorius weigere sich seit Jahren, die nötigen Grundsatzplanungen vorzulegen. Strategien für Militär, Personal und Rüstung bleibe er schuldig. Mattfeld sagt klar: Bei den Milliardenbeträgen, die künftig über den Bundeshaushalt in die Verteidigung fließen, reicht ein weiter so wie bisher nicht mehr aus. Ohne klare Steuerung drohen Verzögerungen und ineffiziente Strukturen. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Ein CDU-Abgeordneter kritisiert öffentlich einen SPD-Minister in einer Koalition, in der beide aufeinander angewiesen sind. Und er kritisiert ihn nicht leise, nicht in einem internen Brief, sondern gegenüber der Bild-Zeitung. Das ist kein Versehen, das ist ein Signal. Mattfeld befürchtet ausdrücklich einen Vertrauensverlust bei den Bürgern, die mit breiter Zustimmung erhebliche Mittel für den Aufbau der Verteidigung ermöglicht hätten. Dieser Vertrauensvorschuss dürfe nicht in Bürokratie, Verzögerungen oder ineffizienten Strukturen verpuffen. Jetzt müsse geliefert werden. Noch bemerkenswerter ist, was dahinter steckt. Der Vorwurf lautet, dass Pistorius Milliarden ohne ausreichende Planung ausgeben will. Ohne klare Strategie, ohne Planungsgesetz. Und das bei einem Verteidigungsetat, der auf 108 Milliarden Euro am Jahr 2026 gestiegen ist und bis 2029 auf 152 Milliarden Euro steigen soll. Das ist eine Verdreifachung gegenüber
gegenüber 2023 in 6 Jahren. Ohne Grundsatzplanung. Was hätte man stattdessen tun können? Die Wirtschaftsinstitute haben es gesagt. Strukturreformen, kürzere Genehmigungsverfahren, mehr Verwaltungskapazitäten, Investitionen in die Digitalisierung der Behörden. Das klingt unspektakulär. Das macht keine guten Schlagzeilen. Aber es ist das, was Deutschland wirklich bremst. Nicht fehlendes Geld, sondern fehlende Geschwindigkeit bei der Umsetzung. Das IFO-Institut warnt ausdrücklich, ohne strukturelle Reformen droht eine weitere Erosion des Wirtschaftsstandorts. Mehr Schulden ohne mehr Effizienz löst keine strukturellen Probleme. Es verschiebt sie nur auf spätere Jahre, auf spätere Regierungen, auf spätere Generationen. Beim Infrastruktur-Sondervermögen gibt es ein anderes Problem. Es ist nicht nur die Frage, ob das Geld wie versprochen zusätzlich ist, sondern auch die Frage, ob die Verwaltung überhaupt in der Lage ist, die Mittel schnell auszugeben. Deutschland hat ein strukturelles Problem. Genehmigungsverfahren dauern Jahre. Planungskapazitäten sind begrenzt. Fachkräfte in Behörden fehlen. Wenn das Geld kommt, aber die Planung nicht fertig ist, passiert nichts. Das Geld liegt am Topf ungenutzt. Das ist kein Vorwurf, den man nur gegen diese Regierung erheben kann. Das ist ein strukturelles Problem, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hat. Aber es ist das Problem, das Merz mit dem 500 Milliarden Programm lösen wollte. Und es ist das Problem, das bisher nicht gelöst wurde. Gleichzeitig steigt durch das Sondervermögen das Staatsdefizit auf 3,7% des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr und auf 4,2% 2027. Deutschland verletzt damit die EU-Maastricht-Kriterien deutlich. Schulden auf Schulden. In einer Zeit, in der das Wirtschaftswachstum auf 0,6% halbiert wurde. Es ist kein Zufall, dass das Wort Sondervermögen am 13. Januar 2026 zum Unwort des Jahres gewählt wurde, mit 2631 Einsendungen. Die Begründung der Jury war eindeutig. Der Begriff verschleiert, was tatsächlich gemeint ist. Denn Vermögen bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch etwas Vorhandenes, etwas, das man hat. Aber das Sondervermögen ist kein Vermögen. Es sind Schulden, neue kreditfinanzierte Schulden. Sonderschulden wäre das ehrlichere Wort. Wenn man neue Schulden als Vermögen bezeichnet, klingt es nach einem Angebot, nicht nach einer Belastung. Es klingt so, als würde man einen Schatz verteilen, den man gerade gefunden hat. In Wirklichkeit verteilt man Verpflichtungen, die kommende Steuerzahler erfüllen müssen. Und wenn diese Schulden dann auch noch nicht für echte Zusatzinvestitionen, sondern als Ersatz für reguläre Haushaltsmittel verwendet werden, dann ist die politische Kommunikation um das Sondervermögen vollständig zusammengebrochen. Und jetzt zum Teil, der in der Öffentlichkeit zu wenig diskutiert wird. Die Zinslast. Jedes Mal, wenn der Staat Schulden aufnimmt, zahlt er Zinsen. Das ist so, wie wenn ihr einen Kredit aufnehmt, nur in einem anderen Maßstab. Das IFO-Institut hat berechnet, die jährliche Zinslast allein aus dem ursprünglichen 1,00 Milliarden Sondervermögen Bundeswehr beträgt rund 3 Milliarden Euro pro Jahr. Das waren 100 Milliarden. Jetzt kommen 500 weitere Milliarden aus dem Infrastruktur-Sondervermögen dazu, mit entsprechend höheren Zinsverpflichtungen. Alles zusammen, also neue Verteidigungsausgaben plus Infrastruktur-Sondervermögen, treibt das Staatsdefizit auf 3,7% des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr und auf 4,2% 2027. Das bedeutet, Deutschland verstößt dauerhaft gegen die EU-Maastricht-Grenze von 3%. Die Schuldenquote steigt auf 67,2% des BIP. Und das in einer Zeit, in der das Wirtschaftswachstum gerade auf 0,6% halbiert wurde und die Steuereinnahmen entsprechend geringer ausfallen könnten als geplant. Die Wirtschaftsinstitute mahnen klar, am Ende des Jahrzehnts könnte ein beträchtlicher Konsolidierungsbedarf entstehen. Das ist die freundliche Formulierung für dann müssen wieder Einschnitte kommen. Bei Sozialleistung, bei Bildung, bei der Infrastruktur. Genau dort, wo man mit diesem Programm eigentlich investieren wollte. Das ist die bittere Ironie des Sondervermögens. Es verschiebt Probleme in die Zukunft, anstatt sie zu lösen. Boris Pistorius ist der beliebteste Politiker Deutschlands, Sympathiewert 2,0, unangefochten auf Platz 1 IM Politbarometer. Er hat Verdienste, er hat Beschaffungsverfahren reformiert, er hat die Bundeswehr in Bewegung gebracht, er hat öffentlich und klar kommuniziert, was andere Minister nicht tun. Das ist anzuerkennen. Aber er hat eine Grundpflicht bisher nicht erfüllt. Er hat keine umfassende Grundsatzplanung vorgelegt, wie die Milliarden dauerhaft, strukturiert und sinnvoll eingesetzt werden sollen. Nicht, weil er es nicht könnte, sondern weil er es trotz jahrelanger Aufforderungen nicht getan hat. Das ist der Vorwurf von CDU-Haushälter Mattfeld. Und dieser Vorwurf ist berechtigt. 108 Milliarden Euro in diesem Jahr für Verteidigung, 152 Milliarden bis 2029. Das sind Summen, die eine klare Strategie erfordern. Welche Fähigkeiten braucht die Bundeswehr? Wie viele Soldaten? Welche Systeme sind kurz-, mittel- und langfristig nötig? Welche Doppelstrukturen sollen abgebaut werden? Das muss transparent sein, nicht als
als geheimes Dokument, das nur wenige lesen dürfen, sondern als öffentliche Rechenschaft gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die diese Schulden tragen werden. Mattfeld hat es klar gesagt, dieser Vertrauensvorschuss verpflichtet. Er darf nicht in Bürokratie, Verzögerungen oder ineffizienten Strukturen verpuffen. Jetzt muss geliefert werden. Das ist kein Angriff. Das ist eine demokratische Selbstverständlichkeit. Wer Milliarden ausgibt, muss erklären können, warum und wofür. Freunde, ihr habt nicht über dieses Sondervermögen abgestimmt. Der Bundestag hat kurz vor seiner Auflösung unter Zeitdruck das Grundgesetz geändert. 3 Parteien Union, SPD, Grüne haben zugestimmt. Das Ergebnis ist ein schuldenfinanziertes Investitionsprogramm von historischem Ausmaß, das nun in der Umsetzung hinter den Erwartungen zurückbleibt und das euch und eure Kinder langfristig belastet. Das bedeutet nicht, dass das Programm grundsätzlich falsch war. Deutschland braucht Investitionen, die Bundeswehr braucht Modernisierung, aber es bedeutet, dass die Art der Kommunikation und Umsetzung einer ernsthaften Überprüfung bedarf. Dass Taschenspielertricks keine Lösung sind, dass klare Planung keine Option, sondern eine Pflicht ist und dass ihr das Recht habt zu wissen, was mit eurem Geld passiert, auch wenn es Geld ist, das die Politik erst noch aufnehmen muss. Das Sondervermögen ist kein Schatz, es ist eine Schuld und Schulden verpflichten. Sie verpflichten denjenigen, der sie aufnimmt, zu transparenter Verwendung. Sie verpflichten die Politik, Rechenschaft abzulegen und sie verpflichten die Bürgerinnen und Bürger, also euch dazu, diese Rechenschaft einzufordern. Nicht irgendwann, jetzt, während das Geld noch fließt, während die Entscheidungen noch getroffen werden, während noch verändert werden kann, wie die Milliarden eingesetzt werden. Was wir von der Bundesregierung fordern, ist nicht viel. Es ist das Minimum, klare Planung, transparente Berichte, echte Zusatzinvestitionen, keine Buchführungstricks und Rechenschaft darüber, warum nach einem Jahr das Versprechen des größten Investitionsprogramms in der Geschichte der Bundesrepublik erst teilweise eingelöst wurde. Mattfeld hat es für die Verteidigung gefordert. Hübner hat es für die Infrastruktur gefordert. Und wir fordern es für euch. Die Frage ist, wer fordert die Rechenschaft ein? Wir stellen diese Frage jeden Tag. Bleibt wachsam, bleibt informiert. Teilt diese Analyse, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.